Hallo miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Wir widmen uns heute folgenden 3 Themen an. Wie ein Hallenbad in der Stadt Bern Kletterer verzückt, die beliebtesten Spiele der Schweiz und finanzielle Unterstützung für Klassenlager. In den nächsten 3 Jahren wird im Zentrum der Stadt Bern geklettert anstatt geschwommen. Das Hallenbad beim Hirschengraben ist nämlich innerhalb von kürzester Zeit zu einer Kletter- und Boulderhalle umfunktioniert worden. Was es damit auf sich hat und wie die Zukunftspläne aussehen, haben meine Kollegin Danina Häusle von der Co-Projektleiterin Sarah Liebe erfahren. Wir sind hier in diesem Boulderbad Mauberi, wo dazu ist gekommen, dass wir eine Zwischennutzung haben gewonnen. Das Oblog hat eine Zwischennutzung gewonnen, für hier in diesem Raum eine Boulderhalle zu eröffnen. Und zwar als Zwischennutzung für 3 Jahre. Damit der öffentliche Raum möglichst gut genutzt werden kann, von der Stadt Bern aus auch, dass Sport getrieben werden kann, in einem ehemaligen auch sportlichen Ort. Und damit möglichst eine breite Öffentlichkeit die Chance hat, hier sich sportlich zu betätigen. Es war sehr viel Arbeit, die wir erledigen mussten in diesen 3 Monaten. Und diverse Parteien, die involviert sind hier in diesem Haus. Und das Zurechtfinden auch in diesem Gebäude war eine Herausforderung. Es hat aber auch sehr viel Spass gemacht, mit extrem viel Drive. Und wir sind einfach mega froh, dass auf der Öffnung alles geklappt hat und dass wir ready waren. Wir möchten Raum für Kreativität schaffen. Wir möchten den Menschen einen Ort geben, wo sie gerne herkommen, wo sie sich willkommen fühlen, wo sie sich auch sportlich, aber auch in der Community bewegen können. Wir möchten kreativ sein, offen sein für neue, andere Projekte. Wir möchten auch zusammen mit dem Living Museum, das jetzt gleich eröffnet, eine Schnittstelle zwischen Sport und Kultur darstellen. Wir haben einige Visionen. Von Vergnügen in der Kletterhalle kommen wir jetzt zu Vergnügen in geselliger Runde. Anlässlich der Swiss Gamer Awards sind im Kanton Waadt kürzlich die beliebtesten Spiele auserkoren worden. Faraway ist bei den Spielclubs und Ludotheken am beliebtesten. Das Spiel Nekaima schwingt hingegen bei den Familienspielen oben aus. Mein Kollege, der Patrick Schmed, weiss mehr dazu. Ici, nous sommes au Musée suisse du jeu, qui consacre, comme son nom l'indique, des expositions dédiées au jeu. Un lieu idéal en fait, pour annoncer le Swiss Gamers Award, qui est un partenariat entre l'UDESCO, le Festival de jeux et d'expériences ludiques, la Fédération suisse des ludothèques et aussi le Musée suisse du jeu. Effectivement, une belle tradition avec de beaux jeux élus chaque année. Et puis, on va dire une nouvelle catégorie qui est le Swiss Gamers Award Family pour mieux désigner ce qu'elle représente et ce qu'elle honore, c'est-à-dire des jeux qui peuvent être joués avec des enfants jusqu'à 10 ans. In einer Ludothek, was viel laufen wird, ist ein Spiel, das man schnell spielen kann, wo alle zusammenspielen können, das Stimmung macht, wie Montis oder Trio zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Spiele, wo man mit den Elterngängen spielt, wie kleine Everdale oder Nekojima. So, es bringt Plausch den Kindern und den Eltern eigentlich. Das hat so Pfähle und die Pfähle sind verbunden mit einer Schnur, aber die Schnur ist nicht gerade. Das ist dann noch eine spezielle Herausforderung, um die Pfeile ineinander zu stellen, ohne dass die Schnur sich berühren, weil die Schnur sind elektrische Drähte für die Erwachsenen. Ich glaube, es ist schwieriger als für Kinder. Wir haben auch grosse Hände und das wird dann ganz nah und alles so ineinander.
Und darum ist es eigentlich ein Kinderspiel, aber auch lustig für die Erwachsenen. Wir sind hier im Kirchgemeindehaus Markus an der Schulstrasse in Thun. Wir haben das Glück, dass wir hier unsere Spielabende und Spielnächte schlussendlich auch durchführen können. Wir sind angeschrieben worden, ob wir gerne mitmachen an dieser Auswahl für das Spiel des Jahres von der Schweiz. Der Sieger war für mich jetzt sehr überraschend. Er hat nicht viel Bekanntheitsgrad gehabt. Das ist klar, es ist ja auch Neues aus der Essen-Edition 23. Bei den Kinderspielen dort haben wir ja auch einen gewissen Fokus drauf. Und interessanterweise ist eben eines von denen auch ausgewählt worden, das man schlussendlich auf dem Radar hatte. Das war das Mantis. Bei uns jetzt sehr hoch im Kurs ist das Kutna-Hora, ein Triketta, dann ist es Darwin's Journey oder ein Iki. Das ist auch sehr kribbelig und sehr zupfig halt hier für uns. Und immer spannend, wieder in die Spiele einzutauchen und die Geschichten dort mitzuerleben. Mit Spass hat auch der nächste Beitrag zu tun. Es geht nämlich um Klassenlager im Kanton Bern. Die erhalten künftig, damit sie durchgeführt werden können, eine finanzielle Unterstützung von der Berner Kantonalbank. Ein Schullager soll nämlich mehr sein als nur eine erheiternde Erinnerung an einen Abschlussdisco. Meine Kollegin Daniela Dambach hat genauer nachgefragt, was es mit dem Batzen auf sich hat. Das war ein Pilotprojekt, das jetzt weitergeführt wird. Welche Argumente waren ausschlaggebend, dass die BEKB sich da weiter mit einem Sponsoring beteiligt? Ja, wir haben vom Kanton, vom Regierungsrat wie auch vom Kindernetz gehört, dass es sehr gut angekommen ist bei den Schülern, dass sie sich wirklich mit den Sustainable Development Goals, die ja sehr komplex sind, haben können eingehend befassen und etwas daraus herausnehmen. Und dass die Lehrer auch Freude haben, die ganz komplexe Thematik der Nachhaltigkeit freudvoll in Form von einer Lagerwoche weiterzugeben. Ihr habt selber gesagt, das sind komplexe Themen. Wie gelingt es denn, die an die Schülerinnen und Schüler herzutragen? Ja, zum Beispiel, indem man das eine Sustainable Development Goal nimmt vom nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion. Gerade Kinder, wenn sie sich damit befassen können, was soll man kaufen, was soll man nicht kaufen, was soll man für Feedback den Eltern geben im Bereich Konsum, dann ist das ganz konkret. Oder wir verbrauchen zurzeit einfach viel zu viele Ressourcen. Und darum müssen wir uns so fest überlegen, was konsumieren wir nicht mehr. Und das Bewusstsein zu fördern bei den Kindern. Das ist ein Erfolg bei diesen Schullagern, das passiert. Und da möchten wir darum das weiter unterstützen. Inwiefern ist den Kindern bewusst, dass BEKB ihnen das so ermöglicht? Ist das irgendwo sichtbar, das Sponsoring? Nein, das ist nicht gross sichtbar. Uns geht es nicht um das, sondern es geht darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wir haben ja keinen Selbstzweck als Bank. Wie war das zu eurer Zeit? Was habt ihr für Erinnerungen, wenn ihr an die Zeit denkt? Ja, ich habe sehr schöne Erinnerungen. Vor allem das Abendessen war immer sehr lustig und nachher noch viel mehr die Zeit, wo man im Bett verbracht hat, in den Massenlager und die ganze Nacht miteinander geschwätzt hat und Blödsinn gemacht hat und sehr viel zusammen gelacht hat. Das ist so ein Glücksgefühl, das ich auch mitnehmen konnte, das ich wünsche all diesen Kindern, die natürlich auch viele allein aufwachsen, dass sie das mit ihren Freunden erleben dürfen. Inwiefern reichen denn die 100'000 Franken überhaupt neu her? Das reicht weit her. Wir haben die 100'000 Franken von der Bildungsdirektion und die 100'000 Franken vom Förderfonds von der BEKB. Und das ist bisher sehr gut gelaufen in den letzten 2,5 Jahren. Darum sind wir sehr zuversichtlich, dass das eine gute Unterstützung ist. Wir haben auch sehr gute Rückmeldungen dazu. Wie stark ist denn das Projekt von der BEKB abhängig vom Sponsoring von der Bank? Wir halbieren im Moment die Finanzen. Die Hälfte Bildungsdirektion, die Hälfte BEKB, je 100'000 Franken pro Jahr, die wir da rein investieren. Das Kindernetz hat dann noch seine Götti-Gottenbatzen, wo es dann nachher ganz spezifisch noch Kinder, die in einer besonders schwierigen Situation sind, die noch Zustupf brauchen, auch individuelle Förderung machen können.
wenn BEKB sich anders entscheiden würde, dann müssten wir schauen, wie wir weitermachen. Aber das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit und ich freue mich jetzt in erster Linie darüber, dass es so weitergeht. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da miteinander unterwegs bleiben können. Ja, das ist auch schon wieder vor heutiger Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Da momentan eher Skilager im Fokus stehen, ist die Wetterprognose in den nächsten Tagen durchaus entscheidend. Wie genau das der Wetterfront ausschaut, verraten euch gerade im Anschluss die Kollegen von Meteo News. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am 21. im Februar. Heute haben wir zuerst noch ein paar sonnige Abschnitte geniessen. Nachher sind die Wolken immer dicker geworden. Wir sehen das sehr schön auf dem Satellitenfilm, wie uns ein richtig grosses Paket Feuchtigkeit jetzt erreicht. Das wird dann morgen für einen trüben und nassen und durchaus auch windigen Donnerstag sorgen. Schon der Start morgen Morgen ist eine graue Angelegenheit. Regenschutz braucht es hier und dort. Es wird zeitweise nass sein. Die Temperatur aber sehr mild am Morgen mit 8 bis 9 Grad, hier im Oberland zum Teil etwa 6 Grad. Ja, und an der Nachmittag verläuft ein grau und nass und eben windig. Es bläst einen kräftigen Südwestwind im Flachland, auf den Bergen zum Teil der Südwestwind mit Orkanböen. Temperaturen um die 11 bis 12 Grad, die Schneefallgrenze weit oben auf 2000 Meter. Die Schneefallgrenze wird in der Nacht auf den Freitag dann absinken auf etwa 800 Meter. Am Freitag sieht der Tag durch recht sonnig aus. Ein schöner Tag bei uns in der Region, knapp 10 Grad. Das Wochenende auch sehr freundlich und meistens trocken bei etwa 8 Grad. Möglicherweise haben wir dann zum Wochenstart eine neue Störung, die uns erreicht. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Sprich, da gibt es noch gewisse Fragezeichen. Danke vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Mittwochabend.